Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Wir haben ja in der letzten Folge die Karibik abgeschlossen, wie wir hier gerade schon gesehen haben. Wir mit Kampfstufe 34 und wir haben nur 58% Schätze freigeschaltet. Kann man denken, das wird einiges mehr sein, besonders nach der einen Folge, wo ich so viele Kisten hintereinander gefunden habe. Aber ich würde sagen, nicht lange um den heißen Brei reden. Unser nächster Wegpunkt, also unser nächster Anhaltspunkt wäre San Francisco mit Kampfstufe 38. Ich bin jetzt sogar unsicher, ob wir nicht sogar ein bisschen drüber sind. Aber ich würde sagen, wir machen uns doch gerade mal auf in die Welt vom Universum zum nächsten Abschnitt. Ich glaube, das Gummijet, im Großen und Ganzen muss ich sagen, mit dem Gummijet sind wir ziemlich gut vorangekommen. Wirklich gross umbauen können wir nicht. Wir haben ja nicht wirklich viele Teile einsammeln. Wir müssen wirklich warten, wie es weitergeht aufs nächste Universum, um dort weiter Kampfteile einsammeln und allgemein unser Gummijet nochmal auszubauen. Im Großen und Ganzen sollte es eigentlich einmal so weit lang. Wir starten von dem Monster AG. Okay, alles klar. Würde ich sagen, let's go! Getriebe Start und los geht's. Also ich muss sagen, das Gummijet, so schlimm sieht er jetzt auch nicht gerade aus. Also plus minus haben wir den ja eigentlich gut anbekommen. Wer nicht weiss, was ich meine, schaut doch die Folge an. Gummijet Action 2.0, dort habe ich das alles gemacht. Da wartet gerade ein 2-Stufen-Gegner auf uns. Ich wollte mich jetzt gerade mit dem Messer, ich habe gerade so Freude, mit unserem Gummijet da ein bisschen rumballern und durchs Universum fliegen. Darum versuchen wir mal Stufe A mindestens zu erreichen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Unsere selbstschüssenden Raketen sind einfach schon hure geil, muss ich sagen. So, jetzt versuchen wir da gerade alle auszuschalten. Es sieht schon ziemlich gut aus, so. Und ich nehme mich gerade auch mit. So, Stufe D sind wir schon mal. Das Ziel wäre es, 200 Herzlose zu töten. Eine gewisse Zeitvorgabe haben wir nicht. Darum würde ich sagen, wir schauen einfach, dass wir schnellstmöglich 200 anbekommen. 109 Herzlose haben wir schon besiegt. Da kommt wieder so ein Tentakelteil. Das hat mich auch schon mal aufgeregt in einer anderen Folge. Oh Mann, stirbt doch einfach. Jawohl. So. Oh Mann, jetzt habe ich den grössten Teil der Herzlosen nicht zerstören. Ich weiss nicht, ob uns das überhaupt noch lange zum Stufe D oder A zu erreichen. Aber ich würde sagen, wir hoffen mal. Hoffentlich stirbt zuletzt. Da kommt nochmal so ein Tentakelteil. Ich versuche jetzt mit meiner normalen Geschüsse einfach die zu zerstören. Funktioniert noch ganz gut, also Stufe B sind wir schon mal. Aber ich wüsste jetzt nicht, Stufe A könnte eigentlich noch ziemlich knapp werden. So, jetzt versuche ich mal. Den haben wir noch mit können nehmen. Den auch noch, aber es hat noch 5 Herzlose. Ob wir da noch Stufe A... Nein, lange jetzt wirklich gerade nicht mehr für Stufe A. Aber Stufe B haben wir abgeschlossen. Ich finde, wir sind ziemlich gut gewesen. Cooles Training, zum einmal wieder reinkommen. Jetzt habe ich schon so lange kein Gummijet mehr fahren. Wir haben 183'000 Punkte und 30. So, dann machen wir uns doch gerade auf den Weg weiter. Dort hinten sehen wir auch schon die Flagge. 1400 Meter erwartet uns. Unser nächstes Ziel dort hinten hätten wir auch noch eine Dreiergruppe, wo wir eigentlich könnten versuchen, mit denen aufzunehmen. Aber ich ignoriere die jetzt einfach mal knallhart, weil ich wollte mich jetzt einfach mal in eine neue Welt aufmachen, weil ich glaube, in diesem Universum haben wir wirklich nicht mehr allzu viel zu erledigen. Wir haben ja alles schon freigeschaltet, jede Schatzkugeln da, Schatzsphären, glaube ich, heissen die, wenn ich mich jetzt täusche. Und jetzt tue ich da gerade noch ein paar von diesen Meteoriten und mache in der Hoffnung, dass wir da noch Adamant bekommen. Ich habe da nämlich ganz kurz einmal nachgelesen, wie das Material heisst. Adamant, das brauchen wir halt wirklich später, um unser Schlüsselschwert aufzuleveln. Und das ungenüge. Und lieber habe ich es von Anfang an mit dabei, anstatt dann später müssen da nochmal random farmen. So, wir sind angekommen. Es sieht ziemlich strange aus mit so vielen Wolkenkratzer unten dran, Straßen, so japanische, also ich tue das so chinesische, bei der Autobahn, ich weiss jetzt nicht, wie man die genau nennt, so Pfähler, die so chinesisch aussehen. Sieht noch ziemlich cool aus, aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. In dieser Welt landen. Jawohl. Xehanort hat Terras Körper kontrolliert, als er Ansem und Xemnas erschuf. Aber Ansem hatte keine Gestalt. Bevor er Besitz von mir ergriff, sieht er also wegen mir so aus. Terra, auf der Suche. Radiant Garden. Okay, ziemlich spezieller Post. Ich würde mal sagen, die jetzt komplett im Verlauf von Kingdom Hearts 3 mit dabei sind, verstehen den Text. Ich habe sogar auch ein bisschen Probleme, jetzt den ganzen zu verstehen. Aber nicht lang, sondern direkt mal ins Spiel. Oh, wow! Oh, cool!
Let's go! Oh, but I want to take a look at the big city. Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? Ooh. Now what? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? I'll show you a blast! The Heartless! Come on! Whoa! Go! Are you okay? What in... Go! Baymax! Go-Go's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! That's a robot! Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Sora, remember our other problem? Whoops! Oh, yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy. Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Herzlich willkommen in San Francisco und das alles auf Schweizerdeutsch, oh mein Gott! Let's go! Baymax! Besiegen gemeinsam mit Baymax alle Herzlosen, wir befinden uns in der Welt vom lieben Baymax. Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher, ich persönlich kenne den Anime nicht. Also der Anime, der Zeichentrickfilm, glaubst du, ist es sogar. Aber ziemlich cool mit einem Roboter zusammen dürfen eine Welt beschreiten. Also ich kenne jetzt das Märchen oder das, was auch immer das soll darstellen. Auch erst seit ich Kingdom Hearts gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ziemlich cool. Besonders der rote Anzug, es soll ja so ein Gesundheitshelfer sein. Und was mir am meisten gefallen hat, ohne lang reden und wenn und aber und langes Szenario, haben wir direkt in die Welt reinstarten. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Und die fahren da ja auf irgendwelche Regeln umeinander, die Herzlosen da. Aber die sind jetzt nicht wirklich ein grossartiges Problem gewesen. Da hinten haben wir noch einen. Tun wir den auch noch ganz kurz zerstören. Okay, auf der ganzen Straße sind irgendwelche Bömbel auftaucht, die uns da versuchen von der Ferne in dem Fall anzugreifen. Ah, da haben wir wieder den Deckungsschuss, den kennen wir schon vom Arendelle, dass wir da uns jetzt immer hinter den Autos verstecken und von den Autos aus müssen wir sie dann abballern. Ziemlich cool eigentlich. So. Nice, Mann. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Animation erinnert einfach an einen richtig coolen Actionfilm. So, dann verstecken wir uns wieder da hinter dem Auto und dann ballern wir gerade mal die nächsten mit unserem Schlüsselschwert ab. Also gerade mal die hinteren dort noch einen, zwei zu treffen. So. Nice, okay, jetzt haben wir glaube ich gerade wirklich nur noch die letzten zwei. Wow, oh mein Gott. Was ist denn das für ein Riesenviech? He tried to crush us. Okay, ohne grosses Wenn und Aber dürfen wir uns direkt an einen Bosskampf stellen. Ich bin ohnmächtig. Ah, der liebe Baymax hat uns gerade noch auf eine gewisse Art und Weise noch geheilt. Das finde ich wirklich jetzt noch mega cool gemacht. Jetzt kann ich mich da eigentlich die ganze Zeit hinter einem Auto verstecken. Und kann die ganze Zeit anfangen, auf ihn so draufballern, weil das zieht ihm auch noch ziemlich gut Leben ab. Jedes fast
jedes Mal fast ein Balken. Wir haben also schon einen Goofy-Bomber. Den setzen wir doch auch mal ganz noch kurz ein. Ein Schweizer Kopfnuss kann ihm nicht schaden. Böse in die Mitte. Jetzt bin ich schon wieder ohnmächtig. Da kommt schon der Baymax. Und er löst uns von diesen Qualen. Ich würde sagen, wir haben hier noch einen Plasma auch. Das ist noch ziemlich cool. Setzen wir gerade mal ein. Gegen so Gegner immer wieder gern. So, jetzt können wir eigentlich da drauf bleiben und wirklich rein. Oh, jetzt stecke ich da irgendwo fest. Er hat irgendwie sein Schild am Kopf vorne angezogen. Ich glaube, das kennen wir schon. Das ist irgend so eine komische Wutform, wie wir das haben eigentlich. Gut, und bleiben wir einfach drauf. Nice, es hat gerade gelangt, um seine Schildform oder was auch immer das soll dargestellt haben, zu vernichten. Da fliegt gerade noch ein bisschen umeinander. Ich sollte da mal das Dings wegnehmen. So, dann versuchen wir da ein bisschen mit Magie uns da durchzwängen. So, wir haben Eis gehen, Blitz gehen. Wir haben so viele Sachen zum Einsetzen, dann machen wir doch das mal. Oh, wir können sogar mit dem Baymax zusammenkämpfen. Okay, mich wundert jetzt gerade, was da so viele Fähigkeiten drin sind. Mehrheitlich in dem Fall nur so ein Rumgeschiessen. Okay, das sieht noch cool aus. Ich bin wirklich einfach auf seinem Rücken oben drauf, während wir den Gegner verprügelt nach Strich und Faden. Nice, mich wundert jetzt gerade, was das Finale ist von diesen zwei. Okay. Okay. Ziemlich speziell. Ich glaube, das muss ich nochmal einsetzen, um rauszukommen, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Aber unser Bosskampf hat auch gerade mal fast sein Ende erreicht. Wir hätten auch nochmal Plasma Out, aber ich würde sagen, er hat noch so viel wenig Leben. Das schaffen wir auch so, und jawohl. Der liebe Donald hat Hyperheilung bekommen. Der Goofy einen neuen Rüstungslot. Das müssen wir uns sehr gut merken, damit ich das nachher gerade kann bei unseren Ausrüstungen ändern und dass wir auch ein bisschen stärker durch die kleine Welt hier gehen können. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal an. Ziemlich cooler Einstieg in die Welt von San Francisco. Not cool. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing! Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Go-Go. He's Wasabi. How you doing? And that's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster we... Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? The, Keyblade Hero 3! I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Hey, why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? Not here, we're not. The monsters. Tell us how you managed to take them down. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.00000. we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Mm-hmm.
Wait. We're going too. It's okay. We got it. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh. You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! What? Are you okay? There's no Heartless here. Huh? But, whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Wow. I have no idea how you're doing it, but this is cool. Thanks. But so far the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements so we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! Shugyo! I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself. I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey, Oh? let's just try it out. Erhalten AR-Gerät. Hero hat dieses Gerät gebaut, mit dem man virtuelle Einblendungen über die reale Welt legen kann. Fokussog erlernt. Okay, ziemlich cool, wir haben neue Brillen erhalten. Aber im Großen und Ganzen haben wir unseren Charakter nicht verändert wie in anderen Welten. Sind wir eigentlich recht normal geblieben, außer dass wir jetzt so eine coole Sonnenbrille drauf haben. Und wo ich auch ganz kurz schmunzeln ist eigentlich bei dem lieben Typ da, unser Wasabi. Wasabi ist ja eigentlich etwas mega Scharfes. Leave it to Hero to tech up a Moderne Workouts machen kann. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wenn wir da schon Mogli-Laden haben, schauen wir als allererstes da rein. Also auch die Welt ist von den Herzlosen befallen, die wir befreien müssen. Jetzt schauen wir gerade mal, ob wir da irgendwie noch 1, 2 vielleicht neue Sachen bekommen haben für den lieben Donald oder den Goofy. Aber wie es aussieht, sind wir da auch immer noch auf dem neuesten Stand. Eigentlich könnte man auch noch ganz kurz in die Schmiede hineinschauen, um unsere Gegenstände abgeben. Die eingesammelten Materialien werden hier im Mogli-Laden hinterlegt. Sammelziel erreicht. Du hast neue Items zum Schmieden freigeschalten. Sammelziel: Freudentropfen, Freudestein, Freudekristall, Freudestein. Nochmal ein Freudestein, Freudekristall, Freudekristall, Donnersplitter und ein Lunasplitter, ein lieber Lunatropfen, ein Ducklichtropfen, Zwillichttropfen. Oh Mann, das ist aber jetzt gerade einiges gewesen, besonders ziemlich viel Freude aufs Mal, muss ich sagen. Also das bedeutet, wir müssen ihnen eigentlich beibringen, wie wir gegen die Herzlosen kämpfen, indem wir Minispiel bestehen. Und ich würde sagen, ich speichere trotzdem noch ganz kurz mal ab und dann probieren wir doch das Ganze einfach mal aus. So, dann überspeichern wir da mal lieber die Karibik. Da sind wir ja eigentlich komplett fertig. Es sieht aber auch noch cool aus mit der Brille, so rechts noch, wenn man da den Vergleich schaut zum im Stand, wo ich eigentlich komplett durchgespielt habe mit der Brille. Es sieht schon ziemlich cool aus und nice. Also, dann würde ich sagen, jetzt weiss ich aber gar nicht, muss ich jetzt ihn ansprechen, sie ansprechen. Ich spreche mal den komischen Roboter an. Bereit mit dem Shugyo. Shugyo ist in dem Fall eben, wie schon erklärt, muss ich nicht wiederholen. So, sind wir parat? Sind wir ready, um das Minispiel zu bestehen? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Also ziemlich cool. Aber ich weiss nicht, ob sie überhaupt eine Möglichkeit haben, überhaupt gegen die Herzlosen können zu gewinnen, weil man muss ja eigentlich ein Schlüsselschwert besitzen. Oder wie der Donald Magie und der Goofy, die haben zwei so spezielle Arten von Magie, kann man schon so halbwegs sagen. Und mich wundert es jetzt, ob die das überhaupt lernen können. Weil ohne Schlüsselschwert ist das ziemlich lustig. Und ich meine, wir haben ja auch einen super coolen Namen bekommen. Keyblades Nummer 3. Okay, das sieht schon ziemlich interessant aus.
Der liebe Baymax fliegt uns auch gerade einmal durch die komplette Stadt durch. Okay, guys. Go through the rings and head for the goal. Okay. I'll be here to help you out remotely. Okay, wir haben unsere Aufgabe erhalten. Wir müssen jetzt in dem Minispiel Datenring rennen. Hiro hat virtuelle Ringe und Gegner in der ganzen Stadt verteilt, die du mit dem AR-Gerät sehen kannst. Passiere die Ringe und besiege die Gegner, um wertvolle Daten für Big Hero 6 zu sammeln. Folge den lilafarbenen Zeigern und erreiche den Stern, um den Kurs abzuschließen. Also eigentlich wirklich kurz gefasst, wir haben eine Zeit wieder da oben gesehen und wir müssen schnellstmöglich all die Ringe einsammeln. Jetzt versuchen wir das gerade mal eigentlich einfach einmal losrennen. So, den Jump haben wir auch nice anbekommen. Ah, da können wir jetzt eigentlich unser... Oh, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Nice. Oh Mann, ich tüpfe nicht so ganz genau die Stangen. Aber bei dem bin ich jetzt wirklich noch nie gut gewesen. Was ist da los? Du fliegst uns gegen rauf. Aber wo müssen wir denn als nächstes an? Ah, da rüber. Ich würde sagen, ich lasse mich in dem Fall nochmal rauffliegen. Klar läuft zur Zeit, aber ich muss mir jetzt halt die Zeit lassen, um zu schauen, wo der Weg überhaupt... Okay, da muss ich ganz genau nehmen. Nice, da war gerade eine Gruppe Herzlosen auf uns. So, dann schauen wir, dass sie auch wirklich genug Daten sammeln können. Okay, da müssen wir da wieder umsliden. Das kennen wir ja von der Monster AG schon am besten. Jetzt wundert es mich, tauchen da auch Gegner auf oder ist das jetzt eine völlig normale Fahrt? Oh, wie tue ich da? Schiene wechseln, Schiene wechseln. Oh, ich habe es spät gesehen, dass wir das Dreieckchen drücken müssen. Oh Mann, oh Mann. Gut, ich würde jetzt mal sagen, die drei machen es. Oh. Okay, springen kann man in dem Fall da auch noch. Oh Mann, dann tun wir dann nochmal die Seiten wechseln. Seiten wechseln, da hat es mehr Ringe auf Lager. Dann hat es da noch ein paar Ringe. Oh Mann, Concentration, Concentration. Ich muss sagen, ich sammle auch hier die grösseren mal ein. Okay. Da geht der Weg weiter auf das Dach rauf, nicht da weiter sliden. Nein, 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 mein lieber Sora. Wir müssen da schauen, dass wir da weiterkommen. Da geht es wieder aufwärts. Da muss ich aber genauer schauen, wo wir da nachher entlang... Ah, da hinten. Okidok. Da geht es direkt nochmal aufwärts. Aber wo geht es denn jetzt hin? Ah, da hinten. Okay. Solo. Ui. Okay, ey. Nice. Wir müssen da... Okay. Wir rollen da auf einer Kugel einfach mal in der Stadt durch. Ich würde sagen, oh. Why not, why not? Ich glaube, die Herzlosen zerstört es auch gerade, wenn man sie so berührt. Nice. Oh, das sieht leichter aus, als es wirklich ist. So. Und was das genau bringen soll auf einer Kugel umeinander rollen, das weiss ich jetzt auch nicht wirklich gerade. Gut, das kann noch wirklich etwas bringen, Gebäude gegen aufrennen. Das können wir halt schon ziemlich gut. Da warten dann ein paar Herzlose auf uns, aber die ignoriere ich jetzt einfach einmal beim Durchrennen. So, dann müssen wir schauen, dass wir zuoberst ankommen. Viel zeigen mir da durch. Okay. Nice, da haben wir auch noch eingesammelt. Aber das sieht noch so cool aus, die Stadt eigentlich, wenn man das so anschaut mit den Autobahn-Zugschienen. So, wie macht er? Ah, jetzt wenn er da sich nicht da überfokussen. Machen wir doch das mal. Muss ich einfach schauen, dass ich ja nicht runtergehe. Das wäre... Ich habe mich jetzt so gefragt, was passiert jetzt gerade? So, wow. Come on, eine Folge ohne Fail. Okay, eigentlich hätte ich das gut anbekommen. Ich glaube, ich probiere es gerade nochmal. Oh Mann. Ich schaff's nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, alles klar. Nice. Da nochmal das gleiche Spiel nochmal. Voila. Oh mein Gott. Ich kann so Schiss da runterzugehen. Ich habe gar keine Ahnung. So, im richtigen Moment. Das wäre jetzt. So. Da müssen wir in dem Fall nochmal runter. Mit dem Fokus nicht runtergumpen. Wieso funktioniert das jetzt aber nicht so ganz genau, wie ich will?
Okay, lieber so anstatt runterzugehen. Ich glaube, ich ignoriere die Ring in dem Fall mal. Oder komme ich da jetzt auch noch mal rauf? Nein, das probiere ich jetzt gerade mal nicht. Sonst läuft die Zeit ja uns... Ah, okay, das ist schon der Stopp. Wir haben das Ziel erreicht. Ich habe gemeint, es geht noch ein bisschen weiter. Sonst wäre ich jetzt wirklich noch mal zurückgegangen, um die Ring einzusammeln. Aber ich denke, wir haben es jetzt nicht schlecht anbekommen, ohne einmal runterzugehen und blind drauf los. Hat das noch gut funktioniert? Ja. Lassen wir mal so stehen. Interesting. Gravity. Not binding. Hey, wait! My laser hands can be projectiles! Ha! Ooh. Change the weapon, change the attack. Whoa! A freeze attack! Fire and ice diametrically opposed. Or so we thought! Thanks, Sora. That should be enough data. And I think you sparked some new ideas. Yeah, Hero. I think there's a way to fight this from my electromagnetic suspension and throw my pinball down. Okay, ich schnurre jetzt, da reden ja alle schon rein, dann darf ich das ja jetzt auch noch machen. Ich würde sagen, das Minispiel hat in dem Fall gut weitergeholfen, damit sie es schaffen, gegen die Herzlosen zu gewinnen. Okay. Oh, Hana, Herzbinder. Ein Talisman, mit dem du mittels Coop-Kommando Stitch zur Unterstützung herbeirufen kann. Wer nicht kennt, Lilo und Stitch, mega cooles Märli. Coop, Plasma, Gewitter. Nigel und verwendet einen X-Plasma-Sturz, um Linien auf den Boden zu ziehen und so Gefahrenzonen rund um die Gegner zu erschaffen. Drücke Kreis, um zu springen und so auch Linien in der Luft zu ziehen. Drücke Dreieck, wenn du so weit bist, um alle Gegner innerhalb des Gefahrenzonen Schaden zuzufügen. Also den Coop-Kommando kennen wir ja schon, das heisst, wir können Helfer mit unserem kompletten Mana zur Unterstützung rufen, und wie wir da jetzt sehen, können wir mit dem Stitch mehrere Linien am Boden ziehen, und wenn wir die dann zusammenfügen und dann den ultimativen Druck mit unserem Dreieck, tun wir in dem Fall maximalen Schaden anrichten. Ich würde sagen, wenn, dann probieren wir das auch mal gerade an Herzlosen selber aus, weil dann wissen wir auch, wie es auch wirklich aussieht, weil ich finde so eine Erklärung immer ein bisschen rauch und rakant. Aber ich freue mich schon mega, die coole Welt, besonders jetzt nach dem kurzen Jump'n'Run, es hat jetzt mega Spass gemacht eigentlich. That should do it. We interrupt your scheduled program to deliver this breaking news. Moments ago, the city's South District was attacked by numerous unidentified creatures. Witnesses described losing sight of victims during the mayhem. Many also said they saw strange floating heart symbols in the vicinity of the missing victims. City police are urging citizens to stay at home. For those just joining us, only minutes ago, the South District was attacked by...
Go time! Yes. Okay, sprich mit Hiro, sobald du bereit bist. Wie es aussieht, ist die Stadt schon überrannt worden von komplett Herzlosen. Aber sie haben ja genug Daten können sammeln. Ich habe jetzt gemeint, das machen sie eigentlich für alle sich selber. Wie es aussieht, haben sie es jetzt wirklich für den Roboter gemacht und mit der mehr Daten zur Verfügung hat, zum eigentlich soll ich das jetzt eigentlich überspringen? Ich tue jetzt lieber das mal abspeichern. Man weiss ja nie, was mit den Aufnahmen so ganz passiert. Aber ich speichere jetzt das Ganze mal ganz kurz ab. Und ich würde sagen, nach dem kurzen Minispiel und nach dem kurzen Einblick in die Welt von San Francisco, machen wir doch da ganz einen kurzen Cut und schauen uns an, was die Herzlosen in dieser Welt vorhaben, wie sie die Stadt überrennen und was uns sonst noch alles erwartet mit unserem Keyblade Tree und Big... Wie heissen die schon wieder? Big irgendwas 6? Jetzt bin ich gerade wieder unsicher, wie die heißen. Ich bin so blöd, wenn es um Namen geht. Oh mein Gott. Alles klar, also. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde mit eurem Schweizer Kingdom Hearts 3. Danke fürs Einschalten und... Tschüss!